hast du auch gesungen? Wuhu! Yeah! Das ganze Dorf kennt dich. Ja, schon. Von wo sind Sie? Einmal 50. Einmal 50. Aber immer 50. Sie haben noch nicht getrunken? Noch nicht da, ja. Was? Salut zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin heute bis ins Wallis nach Zermatt gereist und habe tausende Fragen an die Zermatterinnen und Zermatter und bin mega gespannt auf ihre Antworten. Das heisst, wenn ich sie verstand. Viel Spaß. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst für uns. Wie heisst du, von wo bist du? Mein Name ist Lian und ich komme aus Luzern. Sandro von Zane Glas. Ich bin von Cajarmoto. Von was? Das ist in der Mitte von Ried und von Natanja. Okay, und du heisst? Der Frank und komme von Zane Glas. Okay. Ich bin jetzt zum Beispiel Tourist hier. Ich komme aus Basel. Ja. Was ist etwas, was ich auf keinen Fall machen sollte? Was ist so ein Fettnäpfchen, das ich vermeiden müsste? Ganzer oder Wadländer gerne haben. Wirklich? Ja. Gegen die haben ihr etwas? Ja. Frage, ob das Wallis an die Schweiz gehört zum Beispiel. Wirst du das einmal gefragt? Ich bin schon gefragt worden. Sagen wir es so, Grüezi sagen. Ist das schlimm? Sagen wir es so, es gibt andere Begrüßungsformen, wo ja, Tagwohl zum Beispiel oder Hallo ist auch sehr schön. Sag nicht Grüezi. Jetzt hast du schon mega viel falsch gemacht im Fall. Warum nicht? Sagen wir es so, hier ist Grüezi eigentlich fast ein Schimpfwort. Flög sagt ja. Wirklich? Es ist ja schon immer so gewesen, Wallis, Zürcher, der knatscht ein bisschen. Das Motorhure anschauen. Das ist doch das Beste. Was ist denn das Beste? Der Motorbier. Eine Heuerknelle nehmen. Was ist das? Ja, ein Säufen bis. Ah. Jawohl. Man wirft euch Walliserinnen und Walliser ja immer vor, dass man euren Dialekt so schlecht versteht. Jetzt heute drehen wir den Spieß mal um. Welchen Dialekt verstehst du eigentlich nicht? Ich muss sagen, Thurgauer verstehe ich nicht so gut. Wenn jetzt jemand hier auftaucht und er redet Thurgauer Deutsch mit dir, wie reagierst du auf das? Ich versuche es bestmöglich zu verstehen. Und das frage ich halt nachher dann. Sonst fragst du halt nach. Und was ist, wenn der Thurgauer das Walliser Deutsch nicht versteht? Dann bin ich eben Englisch halt. Englisch, ja. Ja, Lätschen. Lätscher Dialekt. Letztes, ja, Graubündner. Zürcher. Es ist komisch, wir verstehen fast jeder, aber ich verstehe fast niemand. Sorry, ich kann es nicht. Okay. Den Witz, den kann ich jetzt nicht bringen. Das ist so billig. Okay. Oder welchen Dialekt findest du tönt am schlimmsten? Graubünden. Graubünden? Wirklich? Ja, das ist richtig schlimm. Einfach keine Ahnung wieso, aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es schlimm. Okay, ich hoffe, wir haben keine Zuschauer aus Graubünden, aber ich glaube, es sind schon ein paar da. Vielleicht Graubündner oder so. Alles klar. Ja, das hat mir vorher tatsächlich jemand gesagt. Da finde ich, das geht überhaupt nicht. Wie gehst du damit um? Du als Zürcherin, dass ja hier alle Walliserdeutsch reden, verstehst du das? Wie machst du dir das Ganze ein bisschen mehr gefügig? Ich verstehe es leider nicht so, nein. Ja. Ich verstehe die Sprache nicht so. Wie könntest du sie therapieren hier? Ich will sie, also sie sollen einfach so bleiben, wie sie sind. Okay, Ich finde das super, wir müssen ja nicht kommunizieren. Also, du musst gar nicht kommunizieren mit Das ist dir. voll okay, sie können einfach reden und es geht schon. Ich bin von meinen Abonnentinnen und Abonnenten gefragt worden, oder gebeten worden, dir die Frage zu stellen, du als Walliserin, was haltest du eigentlich von den Zürcher? Ui. Okay. Jetzt kannst du ehrlich sein. Ich muss sagen, es sind ganz arrogante Siechen. Die haben alle ein bisschen zu viel Geld, dass sie dort wohnen können. Ja, also wenn man jetzt so einen Kanton würde opfern, müsste aber das schon Zürich sein. Okay, ich muss auch fragen, welcher Kanton von der Schweiz produziert eigentlich den besten Wein? Wallis. Das Wallis. Ja, schon das Wallis. Wallis. Weiß nicht, ich habe eigentlich nicht so gerne Wein. Sonst nehme ich meistens einfach den günstigsten, der aus der Schweiz ist. Schon Wallis. Wallis, ja, Wallis. Das war eine blöde Frage. Eine freche Frage. Nicht der Kanton Waadt? Ich habe noch nie Waterwein gehabt. Ah, okay. Was meinst du? Wallis. Okay. Und das beste Bier? Ja, Feldschlüssel. Ja, ich bin das letzte Mal zu Basel in der Feldschlösschenfabrik, also... Oh, wirklich? Feldschlüssel? Ja, ich bin gut damit. Das Zermatterbier ist schon sehr gut. Oh, das habe ich noch nicht probiert. Sollte ich das auf die Heimreise mitnehmen? Unbedingt, ja. Okay, gut. Ich nehme die beim Jetzt Wort. im Coop und überall. Okay, so. Oh, ich habe den Coop hier? Ja, geht hier hinten. What? Hier gibt's alles. Ich bin schon überrascht über den McDonald's, by the way. Ich trinke keine Bier, tut mir leid. Hey, wer trinkt Wer ist der Biermeister bei euch? Wo gibt es Ihrer Meinung nach das beste Bier von der Schweiz? Das Beste ist, ich würde jetzt sicher sagen, das Eichhof ist also gut. Das Braugold von Eichhof in Luzern. Viele von uns aus den Stadtkantonen oder einfach aus den etwas flächeren Kantonen, wenn wir in die Ferien gehen, stellt sich für uns immer die Frage, gehen wir ins Bündnerland oder gehen wir ins Wallis? Könntet ihr uns da mal ein bisschen beraten, bitte? Ja, schon ins Wallis. Alles. Wieso? Zermatt, Matterhorn, bestes Skigebiet, Sonne. Was will man mehr? Bitte im Wallis. Ich meine, allein schon das Matterhorn.
Ich würde mal sagen, es ist ein unschlagbarer Punkt, beziehungsweise ja. Kannst du sagen, ob du lieber im Bündnerland oder im Wallis in der Ferien bist? Ja, in Zermatt natürlich. Also ich muss dir etwas gestehen. Es ist ja wirklich eine echte Beichte. Ich habe in meinem Leben noch nie Cremeschnitte gegessen. Verpasse ich etwas? Nicht wirklich. Ah, okay. Bin ich beruhigt. Verpasse ich etwas? Ja, eindeutig. Was ist denn Cremeschnitte? Das kann ich ganz schlecht beschreiben. Es ist einfach etwas mega Feines. Das muss man mal gegessen haben. Jetzt, wir haben ein paar Quizfragen vorbereitet, weil man sagt ja, dass die Leute in den Bergkantonen nicht so gute Schulen haben wie wir in der Stadt. Aber ich glaube das nicht. Ihr könnt euch jetzt hier revanchieren für die dummen Kommentare. Und darum die erste Quizfrage. Wie hoch ist das Matterhorn? 7000. Was? 7000. Wie hoch ist das Matterhorn eigentlich? Shit, jetzt hast du mich erwischt. Also du darfst ja schätzen, sonst. Nein, besser nicht. Ja, komm mal, genau das wollen wir ja. Nein, Okay, ganz sicher nicht? besser nicht. Okay, dann machen wir weiter. 3900 um das. Ich weiß das nicht auswendig. 4478 Meter. Damn, das ist der Jackpot. Was ist denn die Hauptstadt von Spanien? Von Spanien? Barcelona? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Spanisch. Das stellst du mich nachher so blöd dar. Nein, das würde ich nie machen. Madrid. Richtig, absolut korrekt. Auf welchem Kontinent liegt Südkorea? Asien. Argentinien. Nein. Also Argentinien ist ein Land. Asien. Asien, genau. Und auf welchem Kontinent liegt Argentinien? Südamerika. Ja, okay. Jetzt muss mal eine Frage. Das kannst du uns schneiden, dann meinen sie, ich kriege es. Nein, das mache ich nicht. Ich bin schon fair mit dir. Und auf welchem Kontinent liegen eigentlich die Vereinigten Staaten von Amerika? Ja, USA. Der Auf dem Kontinent USA. Ui, da muss ich nachdenken. Ui, ich glaube, das ist Nordamerika. Da bist du sehr gut. Fantastisch. Möchtest du noch mehr eine Quizfrage stellen als Rache? Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Oh, jetzt, das Baseldeutsch ist auch schwierig zu verstehen. Möchtest du noch mehr eine Quizfrage stellen? Kommt mir gar keine zu, aber wenn wir gar eine Challenge machen, ist der jetzt am meisten Bier trinken kann. Ja, da wirst du gewinnen, das weiß ich schon jetzt. Was findest du da nice? Was findest du da nicht nice? Ja, da mal zu Uhr wieder anschauen. Ja. Das ist aber Musik. Das ist das Gute daran. Was ist nicht so gut? Ja, nicht so hübsche Frauen. Was ist denn die beste Anmachspruch? Ja, der beste Anmachspruch. Ich kann ins Bett geschissen, kann jetzt sehr liegen. Ja, mit diesem Dialekt funktioniert das sicher gut. Sind die einfach gut drauf oder haben die irgendwie... ich meine... ein paar Pilze gefunden. Da oben ein paar Pilze gefunden. Das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und schlagt mir doch bitte vor, wo ich als nächstes hin soll, weil mir gefällt es sehr gut, in kleinere Orte zu gehen, wo es ein bisschen persönlicher ist. Und sonst, bis zum nächsten Mal. Tschüss!